Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Das Woche von Straßburg, wo eine Plenärsession benannt gegangen ist, die letzte für der Sommervakanz. Und das ist eigentlich so, dass hier natürlich der Brexit noch immer ein Thema ist und noch ganz warm diskutiert, ganz stark diskutiert ist. Das erwart daraus ein bisschen Versicht gehen zu gucken, die Europäische Union besser zu gestalten. Sind da die wollen mehr Europa, sind da die wollen mehr Europa? Für mich persönlich ist das nicht froh. Für mich persönlich ist, wie kriegen wir das Europa halt besser? Und das natürlich auch viel von Transparenz geschwärzt gehen, dass die Entscheidungsprozesse viel mehr transparent müssen sein. Für mich stellt sich oft froh vom Conseil, vom Ministerrat, für was sind die Sitzungen nicht öffentlich, für was kann ich bei uns am Parlament alles über Webstream gucken, über Internet an, für was sind die Conseilssitzungen hinter verschlossenen Türen. Da ist eine Frage. Und dann natürlich auch die wichtigste Frage eigentlich, wie reagieren wir besser auf die Sorgen vom Bürger. Das ist ein Sujet, den uns alle gut beschäftigt, unabhängig vom Brexit, müssen wir einerseits die Valöre von Europa mehr an den Vordergrund stellen, andererseits aber auch auf die Sorgen, die berechtigten Sorgen an Ängsten von den Bürgern reagieren. Denn Franz Timmermans, erster Vizepräsident von der Kommission, hat einen Brandtritt gehalten für die Europäische Union, hat auch Jean-Claude Juncker verteidigt, der im Moment an verschiedenen hauptsächlich deutschen Medien ganz stark in der Beschuss steht. Guckt euch das an, das auf meinen Videos vom Facebook, das heißt, da könnt ihr euch das angucken, eine Rede, die absolut da wert ist zu gucken, an dem eigentlich auch nichts beizufügen ist. Das ist auch ein weiterer Punkt, das wären die Konklusionen von der holländischen Präsidenz von den letzten 6 Monaten. Das ist eigentlich so, dass die Holländer allgemein gelobt sind für die Arbeit, die sie gemacht haben. Sie haben auch an der Kontinuität von der letzten Präsidenz von Verdrun und sie ganz viele Sachen weitergeführt, an zu einem Endbrücht. Den EU-Deal mit der Türkei über Flüchtlinge, wenn das Orlo von ganz vielen Seiten und auch von mir persönlich kritisiert ging, dann ist es aber trotzdem wichtig, dass er so ein Instrument hat, weil es aber trotzdem eine Entspannung, so nicht einmal, es hat keine Lesung gebaut, es hat aber eine Entspannung gebaut, ob der sogenannte Balkanroute, und hat dadurch aber für ein bisschen mehr kontrolliert Vorgänge gesucht. Ein wichtiger Punkt ist auch, den zum Aufschluss kommt, was den europäischen Grenzschutz anbelangt, Grenzen aufsichern von Europa, aber auch als Hilfsaktion da angreifen, wo es muss sein, für das es nicht zu den unmöglichen Situationen kommt, die man am Mittelmeer hauptsächlich die letzte Zeit immer erlebt. Anti-Tax-Mesuren, Fraud-Mesuren haben sie fertiggebracht, zu einem Aufschluss zu bringen. Und natürlich, was für mich persönlich auch ganz wichtig ist, der politische Teil vom 4. Eisenbahnspaket, das heißt, sie haben die gute Arbeit durch Haufen der Lützeburger zu einem guten Endbrücht. Ich meine, das ist auch wichtig, auf vier gehoben sind. Ein weiterer Punkt ist die slowakische Präsidenz, die dann nur am Anfang umgegangen ist und die ihr Programm vorgestellt hat für die nächsten 6 Monate. Das ist die erste Kehr, dass die Slowakei eine Präsidenz hat. Wir sind alle gut ganz gespannt, aber trotzdem auch zuversichtlich, dass sie das gut werden machen. Sie haben ja dann schon ganz viel mit den Holländern zusammen geschafft, haben ganz viele Erfahrungen gesammelt. Sie wollen sich auf 4 Bereiche konzentrieren, da das wirtschaftlich stärkt Europa, im modernen EU-Binnenmarkt, das ist hier ein zweites wichtiges Sujet. Und dann natürlich etwas, was eigentlich alle gut immens wichtig ist und immens, wo wir alle gut müssen durchschaffen, ist am Anfang eine nachhaltige Migrations- und Asylpolitik. Wenn ich so nachhaltig, dann ist das, weil das Sujet ist, den uns auch die nächsten Jahre wird beschäftigen. Und natürlich auch global engagiert Europa, das heißt in Europa, was auch noch draußen sein Match möchte, was auch noch draußen global zusammenhaltig auftreten kann, an sich an der Welt bemerkbar möchte, und auch an Konflikten versucht, eine Lösung zu finden. Das, wie gesagt, auch generell, also auch hier von den Slowaken annimmt gehen, dass den muss mehr auf die Bürger zugehen, dass das muss effektiv hier Lebensqualität, hier Sorgen, hier Ängste einstellen. Ein weiteres Sujet ist in einem Rapport, wo ich selber auch mitgeschafft habe, mit einem deutschen Kollegen, wo ich auch schon eine Sendung darüber gemacht habe, mit Thomas Mann, das wie kriegen wir die Flüchtlinge am besten an den Arbeitsmarkt integriert. Ein ganz wichtiges Sujet, weil durch die Integration, wie gesagt, dass sie eine Arbeit finden, geht erstens hier menschlich wird, geht respektiert. Und zweitens können sie auf die Manier auch für sich selber sorgen. Das was sie auch alle gute wollen, aber was wir eigentlich auch wollen, weil dadurch findet ja am Anfang die Integration statt. Dadurch sind sie an einem System dran,
wo se dann noch Kotisationen bezuelen, wo se natürlich auch oder Leistungen zu gut tun, a wo se eigentlich fir de Staat, wo dat eng Win-Win-Situation ist. Weil der auch gesot gin ass dat Spruch für allem, dat dat ganz wichtig ist, dat Loneich Neiz so ass allgemmenge so gëtt allgemmeng so unerkannt, gëtt awer nach net die neidech erfor gemerk fir wie gesot Spruch an de Vierdergrund zu stellen, dat die Leute, die bei uns kommen, dat die auch die Sprachen leieren, an sich dadurch natürlich da besser können integrieren. Dann natürlich den Zugang zum Arbeitsmarkt. Du hast im Moment ja, verschiedene Länder, an Deutschland zum Beispiel 3 Monate, bei uns 6 Monate, in Frankreich richten nur 9 Monate, können sie Zugang auf den Arbeitsmarkt finden. Das etwas muss verbessert gehen. Und dann natürlich auch die Anerkennung von dem, was sie können, hier Qualifikationen, hier Diploma. Do ass et mat Moment ganz schwierig, weil de jo geflücht sie, weil se kein paar Bayiere mir hunn, also dann natürlich auch schwierig dat unzuerkennen, an du muss dann bisschen op Kompetenze gucken. Du hunn ich vir kurz en Doktor aus dem Afghanistan kennengeleiert, de 6 Jahre gebraucht huet, bis dat den seg beruflich Unerkennung an der Belsch krit huet. Ob schon op der einer Seite Belsch dringend no doktore Sicht an noch ha e ganz interessante Fachmann eigentlich so lang net schaffe gelos huet, dat den sich miss mat Äneren huet a Geschäfter gehollen, huet bei Gärtner geschafft, huet überall geschafft 4-6 Joer wie gesot 4 seg medizinische Kompetenzen unerkannt ze kreen. Dat wie gesot muss verbessert gin. Das er auch gesot gin an ich menge dat so bisse fir Leiit wichtig zu sagen, dass aber keine Vermischung der stattfinden. Das heißt, wir haben Instrumente, Finanzinstrumente, wir fangen für zum Beispiel Jugend, Arbeitslosigkeit, für, dass die Fonds nicht geholt gehen, für Flüchtlingsproblematik zu bekämpfen. Das heißt, wir haben Fonds für Flüchtlingsproblematik, aber wenn das so nicht vermischt geht, wenn das auf einer Seite nicht durchgeht, dann müssen die Fonds abgestockt gehen, dann muss mehr Geld zur Verfügung gestellt gehen. Ich meine, das ist auch wichtig für den Frieden am Alltag zu behalten, dass die net weder die eng nach die Äner fannen, dat wie gesot op hier Kächten dann den een und andere geholf krit. Dat ass e wichtig Suje gewesen danach och wichtig Suje, weil der war och Mannerlo an der Aktualitätsstung, dat das d'Energieeffizienz, wo immer ganz viel davor geschwert gët. Da gëtt lo eng neue Labeling, eng neue Klassifizierung vun Elektrogeräter. Wir kennen dat alle gut, eise Frigidär, eise Boiler, eis Wäschmaschinen und so weiter, wat dat vu Strom brauch. Et hecht du gëtt de Moment eng Weiterentwicklung, natürlich eng Innovation Markt mat den technische Geräte. Da sind immer der Plusse beikom, an du huet den Motiver sich verloren. Da gimmer lo eng ganz neue Klassifizierung zurück, da geht lo vun A bis G an die Einzelklassen. Aber wat wichtig ist, dass der Konsument auch direkt ersichtlich gesäit, wat dann lo vu Strom verbraucht gëtt, wat für ein Klasse dat sein Gerät fällt, wat sich eventuell wild kaufen. Das ist aber auch wichtig, für do net zu enger Iwerreglementation zu kommen, wenn muss noch die kleinen Händler denken und die kleinen ja gëtt net alles an den großen Boite kauft. Dat heißt, die kleinen Händler dürfen net durch eng zusätzliche Charge am administrative Bereich, dat dadurch eng enorm Bürokratie muss entwickeln, fir wie gesot dem Klient do rechnen. Dann der letzte Punkt nach dat war, dat auch an die Tester mussssen ënner reale Bedingungen stattfannen, Di wëst dat vum Automobilhersteller, dat déi do speziell Laboratoren hu fir hier Autoen ze testen. So derft dat och net heisinn, wir wollen dat Dele de per konsequent ënnerbannen, dat zum Beispiel frigidäre Wäschmaschinen, dat ënner reale Bedingungen getest gin an dann noch de Labeling kreen. E Suje vielleicht zum Schluss, wo ich nach dort geschafft hin as Luftqualität, dat ass e Suje den Menge Mengen net eich genug geholget, gerade wie de Kamedi iwwerens, das es wat ganz stark op der Lebensqualität an iwwer hat Lewen vun de Leiit leit. An die 70.000 dodesche Hummer all Joers an Europa direkt durch eng schlechte Luftqualität, durch Stickoxider an iwwer 400.000 Leiit leiden un
Partikulärmassen, dat hecht die Kkleng Feinstaub an all die Geschichten. Dat hecht do sinn iwwer 400.000 Todescher pro Joer durch Lungeschiert, die nimi reparabel sind. Also die gesit, dat dat een extrem wichtige Sujet ist. Dofir an Hummer dann op denen sogenannten Maschinen, alles wat lo landwirtschaftliche Maschinen als Baumaschinen, wie zum Beispiel Baggeren, Traktoren, Kränen, a woch Lokomotiven, och an der Banneschëffert an wie gesot, dat geht bis zu den größeren Rasenmäher. Dat hecht do mussssen an Zukunft ganz stark Bedingungen akzeptiert gin, fir wie gesot d'Umwelt, fir wie gesot Luftqualität ze verbessern. D'Europa Deputéiert konnten sich das woch op den Text ähnlichen, am werden lo ma Ministerrot a Verhandlungen treten, dat ass de sogenannten Trilog. Dat kann eng Zeitchen dauern mit dem Prozess, de muss de Leiit awer erklärt gin, net dat Leiit mengen, dat mir heilo desideieren als Gesetz. Nee, wir mussssen nach ma Ministerrot verhandeln, die och eng Menung dort ze hunn anrich die zwee ze summen an der Kodecision fannnen eng Lesung an dat gët an europäesch Gesetz. Dofir ass de Prozess ass relativ kompliceéiert, ass relativ schwéier an ass net immer so transparent. An dat wat ich firder gesot hun muss eigentlich vimi transparent gin. Dat waren so pu Suje vun derser Woche sinn natürlich nach einer Punkt op dem Order de jour gewircht, op der Daresordnung gewircht. Ha well Appppes woch bëssen mi konkreter mat ze dienen, woch op geschafft hunn oder wie gesot sos mech ganz stark dafir gesät hunn. Dat wäret wie gesot ha vu Strassburg. Ich wënschen ich profitéiere vun der Gelegenheet fir ich alle Götten eng Schewer Kanz ze wënschen, och wannnech nach die enger und Diner Sendung machen lo, weil mir nach net Schluss ha hun bis Ugangs August. Wie trotzdem sinn weesig, dat de Loch schon awer en ganz Party vun ich demnächst an Vakanz geht, an ich will de dann och vun dëser Platz aus eng gut Vakanz wënschen. Vimals Merci fir no kucken bis die nächste Woche.